Hallo, ik ben John Peters. Ik heb hier vandaag Isaac Thiessen. Hij is hier vandaag de tweede keer op mijn channel. So, vielen Dank Isaac für die waren wellig weer met mij ook een video maken. En ik vreugde dat ik hier kom vandaag met deze. Ja, mijn naam is Isaac Thiessen en ik geloof dat het meest gerade een jaar terug, of vielleicht een jaar terug, wat wir een online video maken deuten. So. En nu wat ik me vreugde is, ik waar wel, was ik zijn voetsterij bij mij erschijn met die top deze dingen doen. Oké. Ja, wel mijn vreugde ook zo. En zo, ja, hey, we zijn nu krijg deze tijd, we zijn bij de Pingsten-tijd, we zijn bij de Pingsten. We hebben groot Himmelfahrt gehad. En zo nu zijn we bij de Pingsten. En wie wil met die van jou een beetje vertellen, wat u voor een ervaring hebt, wat u de non-checken van Pingsten. Well, Pingsten dat is een zeer interessante thema. En dat is hier wo de Heilige Jezus geboren wordt. En voor mij is het bloos een zeer interessante thema. De ganze van de Heilige Jezus. Ik heb nu al meerdere jaren, dat zijn, ik geloof dat zijn 16 jaar terug, waar ik aanvang van de Heilige Jezus meer te studeren. En mij is dat zeer interessant geweest. En ik wil eigenlijk een klein beetje te vertalen, waar ik moet door te komen, dat ik meer van de Heilige Jezus studeren. En dat we in 2004, dan leer ik een missionair gaan in Zacatecas. En dan vond ik door een map te schaffen. En ik durfde de eerste dag nog aan, maar ik had nu al van 2004 in de mission met gearbeitet. En mij werd het zo interessant om afgaan, wanneer ik in de mission weer. Er wordt zeer veel van de Heilige Jezus geredet. Die hadden zeer veel boodschappen, zeer veel studios wat ze hadden van de Heilige Jezus. En mij werd het interessant. En dan vroeg ik Lorenz een dag, waarom redet je zoveel van de Heilige Jezus? Je hebt zoveel van de Heilige Jezus en jullie is het zo wichtig. Woher ist dir das so wichtig von den Heiligen Jezus? So, du fängst an neugierig zu werden, du sagst auch bloß gerne dort, die deuten dort, die deuten so viel von den Heiligen Jezus und du fängst an neugierig zu werden. Ja, ich fange an neugierig zu werden und früh Lorenzo, wo wären sie zu sehen? Dann sagt Lorenzo zu mir, weißt du was ich sag? Das ganz Beste, was ein Christ kann haben, das ist die Tafel mit den Heiligen Jezus. En dan vroeg ik naar wo ik heb je naar een toffe hebben met een Heilige Jezus, dan wil je me vragen, ik had ervan gelezen, maar ik had immer geleerd en ik dacht immer, wanneer we Jezus aannemen, dat we al de toffe met een Heilige Jezus, en nu word ik dat eenmaal aan, dat we niet hetzelfde zijn. Oké, so, kannst du mir dann vertellen, was du der Unterschied ist von dort? Maar dat is graag wat ik Lorenzo dan vraag. Ik zeg, nou, wo kan hij dat ervoor, wo meint dat graag? En dan zei hij tegen mij dat ik zou de Bijbel studeren. En moet zijn wat ik goed vind. En ik heb zeer veel, ik heb de Bijbel meermaals gelezen. En ik deed alle versen wat van de Heilige Jezus reden, dat heb ik door tekenen. Ik heb met een geel marcador alle getekend van de Heilige Jezus. En mij werd het zeer interessant. En ik vond aan dingen wat ik niet verstaan kon, dan vond ik Lorenz en ik zei, hey, ik doe hier van de Heilige Jezus studeren. En ik kon het niet verstaan, wat meint dat? En hij erklärt mir dat over 5 jaar. En einmal, wenn ik daar weer, dan hadden we door Bibelstunden en hij leerde me daarvan. En toen werd ik dan met eenmaal aan, dat de tafel met de Heilige Jezus, dat is een aparte ervaring. Dat is niet dezelfde ervaring, wanneer we Jezus aannemen. Dat kan nach Luther. Wie kan Luther de tafel met de Heilige Jezus beleven? So, du probst nu te sagen, das sind zwei verschiedene Dinge. Dat zijn twee verschillende dingen. En waar ik dat weet dat er twee verschillende dingen zijn, wanneer we in Johannes kijken dan, wo Jezus met zijn jongeren tot weer, dat we juist hij een Kreuz komen, dat vangt in Johannes Kapitel 14, da fängt Jesus und sich Aufschritt zu nehmen von seinen Jüngern und fängt an zu vertrauen. Und er redet viel von den Heiligen Jesus und er sagte seinen Jüngern, dass ich will nicht allein lassen, ich will einen Tröster schicken und der wird immer bei ihm bleiben. Und so redet Jesus durch und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern,
die Welt, die wird nicht kennen haben, aber je kann den sagt, der wohnt in Jüd. Und du sagst dort all, dass Jesus sagte seine Jünger, dass der Heilige Geist, der wohnt in Jüd. Du sagst dort all, dass die Jünger hatten noch den Heiligen Geist, wenn sie werden gläubig geworden, sie glaubten an Jesus, und die Bibel sagt, wenn wir an Jesus glauben dann, und an Bekehren dann Haben wir den ja. Heiligen Geist. Und Jesus sagte, der Heilige Geist, der wohnt all in Jüd. Und dann wir kijken dann, in uns hier laatst in Johannes, wie Jesus von dort abgestorben hat, wie ein Stütze Eier in den Himmel fordert, dann sagt Jesus durch seine Jünger, hat püst immer und sagt, nehmt den Heiligen Geist. Und ich glaube, unsere Jünger, die hatten den Heiligen Geist. Nach der Bibel nur hatten sie den Heiligen Geist, und sie waren noch nicht getauft. Sie haben noch nicht die Kraft gekriegt, aber der Heilige Geist wie und in Wir werden ja, aber sie haben noch nicht die Kraft gekriegt. Ja, und das ist sehr interessant, wird von der nach erst. Und ich glaube, unsere diese steht, wo das zwischen Himmelfahrt und Pingsten ist, wenn Jesus sagte seine Jünger, er sagt, blieft in Jerusalem. Blieft, was die dort wollen stehen, wo der Himmel schon vorher versprochen hat. Und dann in Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus, aber wenn der Heilige Geist wird ewig kommen, dann wird die Kraft kriegen, und die wollen meine Zeit sein in Jerusalem, in Samarien, in Judäa, über die ganze Welt. Aber heute schaut, dass sie sollen in Jerusalem bleiben, was sie würden die Taufe mit den Heiligen Geist kriegen. Und du wirst 120 Menschen aus dem Heiligen Geist ausgeboten worden. Aber aus Jesus, du auch Boy wirst, der will in den Himmel fahren, du wirst über 500 Menschen. Du wirst über 500 Menschen, wo das Hirten, wo Jesus zu sagen hat, dass sie sollen in Jerusalem bleiben, was sie wollen. Was soll den Heiligen Geist haben nicht kriegen? Ja, und aber bei Pingsten, das sind Tieren auch, von Himmelfahrt, bei Pingsten sind Tieren auch. Und nu werden aber um 120 Menschen. Du kannst sagen, du wirst viele Menschen, die lügen Gott so lange, was sie den Heiligen Geist kriegen. Sie verleiten auch vielleicht mehr Arbeit oder was immer du willst. Aber was ich schon sagen, das, wo viele Christen stehen blieben, zwischen diesen Zeit. Die haben Jesus angenommen, die sind zum Glauben gekommen, der Heilige Geist ist da all, weil sie bekamen Jesus all, sie sind wahre geboren, aber sie kommen never, bei der Taufe mit dem Heiligen Geist, sie kommen never was durch, wo die mal diese Kraft kriegen, wo Jesus von reden will. Kraft kriegen, um rückgehen und wo sie bloß die Gefallen mit dem Heiligen Geist. Ja, da sind viele Menschen, von denen viele Jahre, die das nicht lernen, aber die können mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und ich würde hier gleich ein klein bisschen vertrauen, wo meine Erfahrung war. Als ich mit Lorenzo taub war, und wir lernen und alles, mit ihr ungefähr ein Jahr, was ich diese Erfahrung hatte. Ich las alle Tage in der Bibel und ich sagte und ich bete und ich sehe Gott, ich will die Taufe mit dem Heiligen Geist beleben. Und einmal hast ich eine nach, wo ich niemals vergessen. Ich konnte nicht schlupen, ich hatte schwor mit Wunder, wo ich das mal beleben und wo wird das passieren und ich konnte nicht schlupen. Dann ging ich in eine andere Stube, wo ich allein sein konnte, lehne mir da durch und dann wusste ich, wie der Heilige Geist zu werden. Und ich wusste, dass der Heilige Geist über die gekommen wird. ja, und ich wusste gut, was das wäre, wenn ich Gott all lange noch gebet, ich hatte durch uns dies dabei, ich konnte nicht sein, aber du kannst, wie fand ich das erste ist, wenn mich alle unterrichtet hat. Sorgen, Angst, Wetter, das ich wollte alles in mir bein, was unterrichtet hat. Alles, was die Bretten da ja. Und dann fällt es mir so, weil es mir gefallen wird, ungefähr, ich konnte nicht gleich sagen, was ich dort gefallen hat, aber meistens ist das, wenn einer wird hier ein Loch auf dem Kopf hat. Und wenn du Menschen in den ganzen Körper nicht. Dort, und wir kennen das, weißt du? Dort fällt sich so dort Rand in den ganzen Körper nicht, und ich sage, ein Kittel ja Mensch, und wir kennen das, und ich muss die lachen, weißt du? Das ist so eine besondere Erfahrung. Und ich wusste gleich, das ist gleich, wo ich nur gelehrt habe. Und ich fand Gott an zu loben und preisen. Und ich war den ruhig an, Gott zu loben und preisen in Tungen. Dort wird für mich so eine große Erfahrung. Und was ich hier probiere zu sagen, im Hostig, wie diese Feilung, wie war ich, alles wird normal, aber ich habe einen sehr großen Frieden, eine sehr große Freude in mir. So, du wird something dir passiert. Ja, du wird was passiert, und ich habe irgendwo gesagt, dass ich glaube, als ich diese Taufe mit den Heiligen Geist beleben will, in mein Leben wird eine gerade Ändernis, als damals ich Jesus annehmen will.
So wie wir gerade denken passiert. Ja, en dat was zo interessant. Den tijd, ik had voor meerdere jaren gepredikt. Ik heb een predikerles boven, dat waren 5 jaar, waar ik eenmaal prediken deed. En verder wat ik dat hoorde, ik had allemaal angst. Einmal war ich nicht durch Schein predigen, aber ich hatte immer Angst für Sonntag, wenn ich das wusste, ich habe belest für Sonntag und ich studiere und ich schreibe meine ganze Botschaft aus. Ich hatte ganz abgeschrieben einmal in der Weg. Und Sonntag, ich werde nervös und ich hatte Angst aber ich das dort predigen. So, wat deed je dan nu dit wat je dit beleefd had, wat je deze toffe van een Heiligen Geist gekregen had, nu den wat je dan irgendwo aanvoeren uit zijn predigen, wat passiert dan, wat je doet van de anderen is dan? Mijn voets nu den, weet dat weer van zondag tot maandag danach, wat ik deze ervaring had. En ik weer op de les voor zondag en dan voor 5 zondag op verschillende jaren. En mir ging das so schön, dass ich das Erfahrung gehört habe, ich studiert wurde und ich nur die Botschaft von den Heiligen Geist. Da wir mein Timer da und ich freue mich der Sonntag. Und ich hatte nicht Angst. Und Sonntag ist ich ab der Kunst nach Kunde, ich warte an, ich habe nicht Angst. Und ich hatte eine Freude in mir und es sagt du Anfang die Botschaft zu bringen, dann warte ich doch mal einmal an. Ich sage nicht so gebunden, dass ich einmal gebunden bin. Ich drücke mich gar nicht von den Not, das alle holen werden. De reis einmal meine Botschaft, du bist überlesen. Du hast die ganz durchgeschrieben. Ganz durchgeschrieben. Und ich dachte einmal, mein Finger, wo ich will, es ist dort, ich werde gebunden. Und nicht, ich werde frei, ich kann ganz frei reden. Und mir fällt die Botschaft als in mein Hort, wenn ich drücke, wo ich will gehen. Die können versaut. Die können versaut. Und das war sehr interessant. Ich dachte dann in 5 Jahren, wo ich diese Botschaft bringen will. Und dann wird es dann der. Dan leiden ze mich von den Kleinen darauf. Ich soll nicht mehr wen, het wird nicht in der Klee was. Das wird nicht in der Klee was. Und sie sehen, das wird nicht eine mennonitische Botschaft, das wird was anderes. Und die dürfen ich nicht mehr. Aber für mich ist es so eine große Erfahrung gewesen und von den ersten Tagen nach Hammer. Und ich habe das einmal belebt in Luther, wo ich diese Erfahrung gehabt habe. Haben wir einmal angerufen, hast dich von der Botschaft bringen. Ich bin statt 3 Jahren eine Versammlung, wie wir die, was soll predigen, die wir nicht gekommen, führen sie mir, wer war das nicht da? Ich habe gesagt, ich habe mir nicht reden mehr. Und der Geist hat mir hastig eine Sache an, und dort hat ich einmal getan, und der Heilige Geist, der gibt mir die Sache an, durch uns beim Predigen, und das ist interessant, was er geschaffen hat. Wow. So, wo wirst du noch an, noch mehr zu sein, für die, die uns vielleicht kennen. Das sind vielleicht auch Menschen, die du vielleicht wollen sagen, das Arbeit, was du hier von reden bist, sonst jafft das nicht. Wo willst du zu so einer Person sein? Oder so eine Person, wo du vielleicht auch gewisse Läufen, aber am Zweifel hast. Wo willst du für so eine Person zu sein haben? Ich will bloß eine Person, die das nicht läuft, ich will bloß sagen, dort die Bibel studieren, dort Evangelium studieren, Apostelgeschichte studieren, und du fängst die dort alle. Und was mir so sehr interessant ist, wir reden hier schon von, das ist nicht, diese Erfahrung dort ist ein Part von der Bekehrung, ein Part von der Wiedergeburt. Und dort fängt wir immer weiter, wenn wir eine Apostelgeschichte lesen. Und mir fällt hier die Roots bei, wenn wir die Geschichte lesen von Philippus. Philippus wie einer von den Diakonen, der gewählt war, dann am Anfang in der Kirche. Und es ist der Verfolgung gekommen, dann war Philippus in Samaria. Und er predigt in Samaria. Und du passieren große Wunder und du kommen viele Menschen zum Glauben. Die kommen zum Glauben und die lassen sich taufen. Als die sich schon taufen gelassen, dann kriegen die Apostel in Jerusalem, dort die hier, was hier in Samaria vergeht, dann kommen die Menschen von Jerusalem nach Samaria gucken, was da passieren wird. Und dann ist es dann Leute hängen ab und dann kriegen die den Heiligen Geist. Wow. Und die werden auch getauft, die werden zum Glauben gekommen, die werden auch getauft und hier kriegen auf den Heiligen Geist. Und dort sei wir immer waren im Neuen Testament, dort die Taufen mit den Heiligen Geist, dort ist, was du erfahrt hast. So, das ist nicht mit der wahren Geburt, aber mit der Taufe, mit der gewöhnlichen Wutter, die wir uns lohnen, und ja, der Wutter, das bezieht. Das ganz bezieht. Und ein Ding, was ich noch gut lernen zu sagen, ich habe sehr viel von Lorenzo gelernt, ich habe mir viel von diesen Dingen gelernt. Und ich Lorenzo, wir haben viel rumgereist, wir sind in Mexiko, hier in Mexiko, in vielen verschiedenen Kirchen gewesen. Wir sind in den Staaten viele Kirchen gewesen, in Chicago, wir sind in Guatemala gewesen, in Kolumbien gewesen, in verschiedenen Kirchen.
En man kan inhemmen zijn ook vele keren wat de ongelovigen en de tafel met den Heiligen Geest. En die keren wat de gelovigen, wat het leren, de tafel met den Heiligen Geest, doet passieren allerhand Wunder. Du worden bij zijn Geest uitgedreven, du worden mensen dahin abgelegt, een gebet verdient, die worden gezond en alle dingen passieren en die keren wat het leren doen. En we zijn in vele keren geweest, wo die dat nicht leren doen, wo die nicht durch und glauben und die tafel mit den Heiligen Geest und das ist alles normal. Du passiert nicht. Du passieren diese Dinge nicht. Krijgt das, was wir gewohnt sind von unseren Kern. Das ist normal. Du wirst nicht bei sich Geist durchgedreht, du wirst nicht Menschen gehalten, und dann denke ich um, was Jesus sagt. In Markus Kapitel 16, da sagt Jesus, wat die uittenen wordt, wat die glauben wordt. Hij sagt, wat die uittenen wordt, die glauben, die worden bei sich Geist uittreten, die worden in Tongen reden, en die worden met slangen hanteren, oder Gift drinken, wat die nicht schuden, en die worden die kranke Menschen dahin bleiben, en die worden gesund worden. Dit zijn de tekens wat Jezus zelf zei, wat er worden passieren, dat wat die glauben doen. En vele kwijten van jou, die hier niet van dort wordt. Op vele steden, die komen kranke mensen naar de kerk, die komen krank naar het huis. Er passieren never van deze dingen, dan vraag ik me, is dat plus een religion? Maar voor wie passieren die dingen doen niet. Ja. En ik kon hier van jou zeggen, de laatste tijd, we hebben vele wunder beleefd. En dat is niet dat we dat doen, we zijn een groep wat we uitvoeren doen en voor kranken beden. En we hebben ook uitgevoerd en waarheid gezien, dat wanneer we dat doen wat de Bibel zegt, de mensen die hängen blijven, die worden gezond. Er zijn mensen die worden plötzlich gezond, er zijn anderen die vangen te beteren, die worden stot gezond. Maar dat is anders. Das ist ein Ändernis passiert von erste Mal, was viel wohl passiert sein, plötzlich und viel wohl mit der Zeit. Und das hat alles zu tun mit den Heiligen Geist. Wir würden gerne ein paar Dinge einvertrauen von den Heiligen Geist. Und das andere Ding ist, wenn wir in das 1. Korinther Kapitel 12, wenn wir durchlesen, dann du sagst, wir dort alle Guven, was der Heilige Geist noch geben wird. Du sind nie gerufen, was der Heilige Geist geben wird, aber wenn man ihr schon mit dem Heiligen Geist getauft worden, dass du eine Kraft darin hast. Wat zij dat kan anfangen uit te leven. Dat je kan uitleven. Wenn du nicht die Kraft darin hast, dann haupt das nicht. Und du hast einen Vers, was ich al verder gelesen habe, du überwunden, wo der meint, das ist in 2. Korinther 3, Vers 6. Op Spanisch sagt du, la palabra mata y el espíritu vivifica. Op dich ist das nicht ganz so klar auf Spanisch, aber was ich davon verstehen kann, wenn das plus wir sind, dann der tut mir. Dat hij dood meer. Aber wenn der Geist du hast, dann du leben. Kannst du leben, ja. Das Leben. En zo staan we kan lang vertalen van alle dingen wat de Bibel ons leert van een Heilige Geest. So, ja, hey. Ik wil ook plus zeggen, wanneer er mensen zijn wat vielleicht op twijfel zijn en wat niet zo recht weten, studiert de Bibel die is zo klar door en die redt van al deze dingen. Dat is niet dat du dat is van die vrienden bij maar dat is Jezus voor dat deed. So, studiert de Bibel en je ziet en je zoekt dort en du wordt Wunder passieren. Ja, wat me hier juist niet naar bevallen heeft, wat er te zeggen heeft, wenn viele Menschen glauben, dort wird die Janetät, dort ist nicht für uns. Aber die Bibel sagt, dass das für jene, die glauben und für jene Kinder und danach für die, die weit auf sind. Wow. Wir sind die, die danach weit auf werden, aber von der ist das für uns. Das ist für uns, von der nach Kreuz jährlich aus der Darm wird. So, die Leute, wie kann das von der nach Kreuz gut leben? Wie kann das von der nach Kreuz gut leben? Und der Heilige Geist ist von der nach Kreuz und Arbeit ist der Darm wird. Wann wir das luden da. Ja. So, ja, we hebben plus eigenlijk nog geen plus mogen, we hebben alle gewassen in dit, ik geloof als die schreeuwende mensen, die gaan nog veel te wassen in deze dingen. Viele Menschen zijn sehr fromm van deze dingen nog, van de Taufe van den Heiligen Geist. En ik geloof plus, we zullen alle taub in de stad zijn, dat als alle aanrecht is ons dat zelfs ondersteunen en onderzien, wat zegt de Bibel ervan. En er steht gut sein, dass das auch so.
Waar bloß alle top wosen en dit wo wie diesen Video haben geplant und los Gottes See mit geht. Vielen Dank für mich, Leute, hier mit die Taub sein. Ja, gracias.